Voilà, da sind wir auch schon am Trick für unseren letzten Teil von unserem Umwelttag, dem ersten Umwelttag an dieser Form, auf Livestream, hier aus dem Kirchbierg, aus dem Heichhaus. Letztes Kapitel für den Kreis zu schließen, sozusagen von allen Umweltthemen, Luft der Comedy. Wir haben ja heute Morgen angefangen mit der Biosphäre, mit dem Bürger, mit der Biodiversität. Da sind dann an Thematiken rangegangen von der Gesellschaft, von der menschlichen Aktivität, auch von der Ökonomie natürlich. Und da kommen wir auch dann ob der Wolle von all dem, was an der Luft oder an dem direkten Bereich von der Umwelt, wo natürlich auch anthropogen, natürlich auch der Mensch, an der Mensch sehr wirken, am Mittelpunkt steht. Für einen kleinen ersten Überblick zu geben, haben wir als Kollegen von der Umweltverwaltung heute hier, es sind 300 Zuhl, der Pierre Dornseifer, den Marc Schumann und Isabel Nägelen. Voilà, an Aufhängen der Pierre Dornseifer mit einem Überblick über die Thematik und dann mit einem mehr detaillierten Anstieg an die Luftqualität und die Antworten, die wir uns da geben. Voilà, Pierre, für das bei dir. Okay, guten Morgen. Die Luftqualität ist noch immer ein Sujet an Europa. Laut der Europäischen Umweltagentur sind es als die Luftverschmutzung die Umweltmenace auf die Gesundheit der Leute. Sie rechnen damit, dass ungefähr 400.000 Leute an Europa freizeitig sterben wegen der Luftverschmutzung. An zweiter Stelle gibt die Comedy kommen mit 12.000 Leuten, die dadurch freizeitig sterben. Und zu Lützeburg, wenn das auf Lützeburg beziehen, da wären das 300 Leute, die durch Luftverschmutzung freizeitig sterben. Die Polluanten, die dafür responsabel sind, das sind die Stickoxide, der Feinstaub und den Ozon. Wenn wir von der Luftverschmutzung schwätzen, dann unterscheiden wir am Anfang zwei große Domänen. Das alles, was mit den Emissionen zu tun hat, die an die Luft freigesetzt werden, über Kameine auspief oder sonst Ausstöße, die dann über die Wand auch können über lange Strecken transportiert gehen. An do zum Beispiel Stickoxiden an den Feinstaub, da sind die Hauptemissionsquellen sind den Straßenverkehr, die Industrie an die Heizungen. Beim Ozon, der wird nicht direkt freigesetzt, aber der bildet sich auf Basis von Vielliefersubstanzen wie Stickoxiden an Kohlenwasserstoffen a Präsenz von höherer Sonnenausstrahlung. Das ist also die Emissionen, das E-Bereich an die Luftqualität, das ist das, was wir hier auf der Erde anatmen, und das ist auch da, wo wir als Stationen platziert tun, das ist am Anfang das, was die Gesundheit direkt betrifft. Und wenn wir kurz auf die Emissionen gehen, da sehen wir, wie der Verlauf von der Jahrzehnten an da sehen wir, dass wir da tendenziell überall raufkommen. In verschiedenen Bereichen haben wir ganz starke Reduktionen, notamment beim Feinstaub, aber beim Schwefeldioxid, da dann 90 Jahren wie die Stahlindustrie umgeschaltet wird von den Heizöfen auf die Elektroöfen. Bei den Stickoxiden hat man auch einen Trend nach unten, und da kommt das Phänomen von den erhöhten Verkehr von Diesel und Benzin. Auch die Verdieselung ist abgegangen, da sind die Stickoxiden stark an die Luft gegangen. Und dann kommen Reduktionen im Bereich von der Industrie, und schlussendlich auch die Erneuerung vom Fuhrpark und auch die neuen Euronormen, die an den letzten Jahren gegriffen haben, sodass man durch eine Ponzi beschafft geht. Mit den Emissionen werden wir nun mehr in Detail eingehen. Ich wollte vielleicht erst auf die Luftqualität eingehen. Und da ist es so, wir haben an der Umweltverwaltung eine Reihe von Messnetzen, wo wir permanent Luftqualität überwachen, angefangen mit diesem sogenannten telemetrischen Messnetz, wo wir die klassischen Schadstoffe en continu messen, wie Stickoxiden, Feinstaub, Ozon, Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid, wo wir dann noch quasi alle Stunden Wert tun, die wir auch direkt auf umwelt.lu veröffentlichen. Da gibt es eine andere Reso, das den vom Feinstaub, wo wir den Feinstaub nach einer mehr präziser Methode bestimmen, wo wir auch die Inhaltsstoffe vom Feinstaub können bestimmen, wo wir aber just pro Tag einen Wert kriegen, aber wo man dann noch muss warten, bis den am Labor rauskommt, sodass man da mit einer Verzögerung die Werte haben, aber eben mehr Informationen nach zum Feinstaub. Dann haben wir nach den sogenannten Berghof-Reso, den ist mehr am Süden vom Land, rund um die Stahlindustrie sitten,
Da haben wir eng rund 50 Plasetten, wo man den Stöpsniederschlag an noch die Inhaltsstoffe wie Schwermetaller bestimmen und dann pro Monat Wert tun, den natürlich auch auf umwelt.lu veröffentlicht wird. Dann schlussendlich nach Biosurveillance, wo man am Rhythmus von pur Mainz Pflanzen exposieren und da gucken, wie eng Schadstoffe die opholen, notamment Dioxinen, PHK, aber auch Schwermetalle. Daneben tun wir auch nach speziellen Meereskampagnen, wie zum Beispiel als Meereskampagnen am Kader vom Klimapakt an zusammenarbeit mit den Gemengen, wo man NO2 mit Passivsammler muss und dann am 2-Wochen-Rhythmus an wo man schon am 4. Jahr sind, da das ein relativ erfolgreich Meereskampagne an wo doch interessant ist, wo Gemengen sich können, also wo ich kann ein bisschen gucken, wo Leid am Vergleich zu Eisen Referenzwerte bei den permanenten Meerstationen. Dann eine andere Kampagne, die ich vielleicht kann erwähnen, das ist die von 1819, wo man rund um den Flughafen eine Bestandsaufnahme gemacht hat von der Luftqualität. Auch all die Rapporte fand er beim Site umwelt.lu. Gut, wenn man bei die einzelnen Parameter gehen von der Luftverschmutzung, also als ich zu nennen den Stickstoffdioxid, das die Parameter, mit denen wir am meisten Schwierigkeiten hatten an den letzten Jahren, will man da eine regelrechte Überschreitung hatte vom europäischen Grenzwert, der Jahresmittelwert von NO2. Und das besonders, also das eigentlich auf diesen Meerstationen, die auf Plätzen stehen, wo viel Verkehr ist, wo eine enge Bebauung ist. Und das ist am Anfang punktuell, aber da eben haben wir eine Überschreitung gehabt und dafür haben wir da auch müssen laut dem europäischen Regelwerk aktiv gehen. Wir sehen auch, dass wir über die Jahre, an die letzten Jahre kommen wir löser auf. Und noch die letzten Jahre haben wir am Anfang auf keiner Platz mehr eine Überschreitung gehabt. Mit letzten Jahr war speziell die Jahre, weil auch viel mehr Verkehr NRW war. Auf den anderen Typen von Stationen am städtischen Bereich oder am ländlichen Bereich, da haben wir keine Schwierigkeiten für die Grenzwerte anzuhalten. Wenn man dann bei den anderen Schadstoffen gehen, dann ist der Ozon. Du hast also durchgestellt, die Pike vom Ozon, das ist besonders ein Thema am Sommer. Dann, wie gesagt, wenn hohe Sonnenausstrahlung ist, den reagiert dann mit Stickoxiden und Kohlewasserstoffen zu Ozon. Und hier sehen wir, dass wir da über die Jahre immer bis zu 4 so Überschreitungen hatten von dem europäischen Informationsschwellewert von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter. Aber letztes Jahr hatten wir keinen. Das ist möglicherweise auch dadurch bedingt, dass wir auch viel mehr Stickoxiden an der Atmosphäre hatten. Mit muss ich einfach so, dass besonders beim Ozon, dass die Meteorologie eine ganz große Rolle spielt. Das gesagt ihr noch hier, am Beispiel vom Jahr 2003, wo ich gesehen habe, da war extrem viel der Fall, weil das ein Jahr war, wo es extrem warm war, extrem hitzt war. An die Jahre rundherum, da war es nicht so hoch. Also du gesagt schon, dass die Meteorologie aber da großen Impact hat auf die Verlauf von denen der Werte. Beim Ozon, das heißt dort Spitzen, die man im Sommer auch merken, wenn man auch dann ab 160 Mikrogramm pro Kubikmeter geht, wie als auf den Autobahnen auf 90 reduziert, dafür kriegen wir das all mit. Wenn du Pike sind, aber auch den Sockel von der Ozonbelastung, den ist nach hoch und da muss man auch nach schaffen, für den zu reduzieren. Und das geht eben dadurch, dass man Vielliefersubstanzen wie Stickoxiden und Kohlewasserstoffe weiter reduzieren. Dann nach der letzte Polluant, auf den ich wollte angehen, das ist der vom Feinstaub. Wenn du die Grafik guckt, da gesehen, dass wir da am Anfang relativ gut liegen par rapport zum europäischen Grenzwert. Und das eigentlich auf all diesen Stationen, sie wird städtisch, verkehrsnah oder ländlich. Wir sind da komfortabel vom Grenzwert weg. Und auch über die Jahre gesagt, dass das relativ sich hält. Muss ich allerdings dazu sagen, dass der Wert von der Weltgesundheitsorganisation, den die rekommandieren, die liegt bei 20 Mikrogramm pro Kubikmeter, also der Haltschen vom europäischen Grenzwert. Und auch nach das Jahr werden sie nach eventuell mit neuen Werten kommen. Und dann wird auch möglicherweise die EU auch hier Werte vorstellen, sodass da in Zukunft vielleicht kann ein anderes Bild entstehen und dann
voilà, dann muss man da auch mehr Erfahrung machen, für auch Feinstaubwerte raufzukriegen. Man kann vielleicht noch kurz, ob die Pandemie will, da war ich auch oft froh kommen, wie gesagt, du weißt mit der Luftqualität. Also mir am Anfang just einen Impact gesehen am Bereich von den Stickstoffdioxidwerten. Hier gesagt, der Verlauf von den letzten 3 Jahren, ob einer Trafikmehrstation, ob der Escher Gare, da gesagt, dann am Trend Ruf geht, aber während der Phase vom Lockdown, da hat man natürlich einen Abbruch am Verkehr an auch die Stickoxiden sind auf der Station ganz stark raufgegangen. Und bei dieser Station zu feiern, als sogenannten Rural Background Station, da haben wir eigentlich wenig gemerkt, wie gesagt, das ist ein Phänomen, den dann auf den Verkehrsstationen kann feststellen. Nämlich doch eine Jahr als 2020, auf der linken Seite als telemetrische Station und auf der rechten Seite sind am Anfang die Resultate von all unseren Passivsammler-Messungen mit den Gemengen, da auch die ewig Kurve, dass die von den Stationen, die Verkehrsnurleihen, da gesagt einen Abbruch, ob den anderen ist das Mann visibel, das ist am Anfang ein normaler Effekt. Auch wenn man da über die Fläche guckt vom Land, auch da, wenn man März 2020, wo der Lockdown war, vergleicht mit dem Jahr für drun, da gesagt noch, dass auf den Verkehrsachsen eine Verbesserung aus von der Situation, was Stickoxide nur geht, dann noch an dem städtischen Bereich wird die Stadt deutlich verbessert. Dann zum Schluss vielleicht wollte ich noch kurz darüber gehen, wenn es die Stickoxiden haben wir ja also die Hummer 2016 an enger Meeskampagne hummer jo op 7 Plätzen Überschreitungen festgestellt. Dorop sinn hummer auch en Luftqualitätsplan erschafft, dem er endlächt Joer präsentiert hun. Da war eng Enquetepublik, die also aufgeschlossen. Wir sind am Gangen die Urregungen vun de Leiit all durchzugucken an de Plan anzuschaffen. Gimmer davon aus, dat man mat all den Mesuren bis an 3 Joer misst man do Stickoxiden op all de Plätzen am Land können anhalen. Bei de Plan den huet auch eng Analyse von der Situation beinhaltet an do so, dat den Strossverkeier as die habt Verursacher vun den Stickoxidbelastung, die man der Luftqualität feststellen, an beim Strossverkehr besonders Dieselautoen, die do den größten Abfluss haben. Das heißt auch, dass die Maßnahmen an dem Plan sich hauptsächlich auf die Quellen fokussieren. Und da geht es an erster Linie darum, wir haben mal unnötige Verkehr zu vermeiden, für auf die aktive Mobilität zu setzen, also sprich Velo und Fußgänger und dann auch den öffentlichen Transport. Aber wenn man dann nach dem Auto fahren, dann ist da Alternativtechnologien wie eben Elektromobilität. Voilà. Ich meine, das sind ein bisschen Mesuren, die echt fokussiert waren für lokal die Luftqualität zu verbessern. Wir haben schon eine Reihe, aber noch dazu muss sagen, dass die neuen Euronormen und noch dadurch, dass die Verdiestung zurückgeht, das hat schon einen ganz großen Effekt. Und das haben wir auch gesehen und die Konzentration, dass sich durch die Situation stark verbessert. Darüber hinaus schaffen wir aber den Emissionsquellen, das ein bisschen mehr generell nach zu gucken, also wo man dann ein bisschen mehr an die andere Problematik kommen von den Emissionen. Und da gebe ich da gerne den Marc Schumann wird weitergehen für ein bisschen mehr einen Aspekt von den Emissionen zu belichten, was wir auch da alles können machen und wie da den Trend ist. Ja, merci Pierre. Voilà, ich gebe dann, ob die generellen Maßnahmen kommen, die man ausgeschafft haben für die Verbesserung von der Luft am großen Ganzen, an der Tisch eine Kontrolle von der Luftverschmutzung zu machen. Das ist ein Programm, das auch von einer europäischen Direktive gesteuert wird und verlangt das, an dem sich besonders auf verschiedene Polluanten bezieht, wie den Schwefeldioxid,
Kohlewasserstoffen, den Ammoniak, dann den Stickoxiden an den Feinstaub. Wir haben die Maßnahmen, die wir da ergreifen, das geht wirklich von, du hast als Sektor betroffen. Das nicht nur den Transport, wo wir lokal Probleme haben, eben an der Luftqualität, wir gehen das generell auf einer nationalen Basis, das ist sowohl die Industrie wie auch die Haushalte, die Bevölkerung an die Agrikultur müssen da mitmachen, für die Luftverschmutzung aufzukriegen, weil verschiedene Polluanten sind eben ganz spezifisch an verschiedenen Domänen präsent. An dem Plan oder an dem Programm, den auch an der Konsultation publik war, die also finalisiert gehen, an da sind noch verschiedene Kommentare mal abgeholt gehen, wir sind bei der Umsetzung von dem Plan, und da sind eben noch die verschiedenen Mesuren daran beschrieben, die man will es umzusetzen. Also das geht am Transportbereich eben, wie schon erwähnt, die Elektromobilität oder ein Switch, ob eine Mobilität, eine durable Mobilität oder die Mobilität dus, also das heißt Velo an zu Fuß gehen, den öffentlichen Transport natürlich, und dann eben auch spezifische Mesuren an der Agrikultur zum Beispiel oder bei den Haushalten. Wenn den Lodo die Evolution guckt, von zum Beispiel der Stickoxiden, das ist die längste Grafik, den da sieht, da hat der Pierre auch schon gesagt, dass an den früheren Jahren hat man eine Diminution von den Emissionen durch eben den Switch von den Heigeven auf die Elektrostuhlwerke, an das ist aber dann gebremst ging durch den Zunahme am Transportbereich, und habt das auch die Verdieselung von unserem Fuhrpark, nicht nimmen, dabei können doch noch einen starken Ausstieg am Transportbereich an dem sogenannten Export vom Treibstoff, also vom Diesel, vom Benzin, weil du mal an der Zeit als Tanktourismus bezeichnet ist. Peak hatten wir 2005 von denen Verkauf, und dann aber auch dadurch, dass man der Fuhrpark so war, dass man die starke Verdieselung hatten und die Euronormen, die eigentlich schon sollten die Stickoxide reduzieren, die haben da nicht richtig gegriffen. Woher noch ein Jahr später den Dieselskandal eben da abgeflogen ist, wo die Autoskonstrukteuren am Anfang das nicht richtig gemacht haben, so wie das von den Direktiven verlangt war. An den rezenten Jahren sehen wir allerdings, dass die Euronormen, besonders die Euronorm 6D, die lo am Fuhrpark abkönnt, dass die greift. Und natürlich auch die Euro 6 Normen bei den Kamions, die schon länger Zeit gibt, wo eben die Katalysatoren mit AdBlue vorgehen, die auch wirken, die richtig funktionieren. Dadurch kommen wir darauf. Natürlich sind andere Maßnahmen auch an der Industrie geholt gehen, wo auch eben der Katalysatoren angebaut werden an den Kameiner, die Brot tun, dass die Emissionen, die Stickoxide-Emissionen hochgehen. Die rot gestrichelte Linie, das ist am Anfang die Zielsetzung, die an der Direktive vorgesehen ist, die man müssen erreichen par rapport zum Jahr zu 2005. Das wären also minus 84%. Und die Gelkurve, die da sieht, das ist am Anfang das, was wir am Lo am vorausgesehen mit den Maßnahmen, die wir ergreifen, werden sind teilweise sind die Maßnahmen aus Synergie geholt mit dem nationalen Klima- und Energieplan, weil du eben noch die Energieeffizienz promoviert wird, und das hat natürlich als einen Effekt auf die Luftschadstoffe dann auch. Und wenn wir die Sachen umsetzen, dann sehen wir voraus, dass wir Lomol vorausliegen dann die Zielsetzung giffen erreichen 2030. Das geht doch nicht mehr ganz knapp erreicht. An den letzten Jahren
an wir müssen do im Ball bleiben wir werden do auch eng kontinuelle Surveillance machen also bald mal gesehen dass die Maßnahmen nicht greifen muss man zusätzlich Maßnahmen auffeieren dann da gebe ich op den Slide ënneriert goen dat sind die volatilorgane Stoffe du gesinn man auch dass man eng kontinuierlich Bess hunn bis ungefähr du en 2010 geht dro an dunner stabilisiert datch. Du hast auch am Ufang also drum de Switch vun der Stahlindustrie vun den Heiwen op die Elektrowen, die do maßgebend waren, weil en do vun engem fossile Brennstoff wie Kohl den aber relativ intensiv was an der Emission van die verbrannt gëtt mat der also vun denen volatilen organisch Komponenten. Und dat gëtt jo dawer dem Elektrostuhl wie net méi an dëfir ass dat dann Rofgangen Äner Moosnamen, die schon ergraf goufen, dat das notamment am Lesungsmittelbereich wo jiréen dadurch doheem benutzt, dat sinn die Farben fréier war dat méi op Lesungsmittel baséiert Farben, dat das lo alles quasi Lesungsmittel frei, huet just nach Spezialfarben, die do benutzt gin an dat mécht das op Wasserbasis. Do kann ich noch dann an Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so viel Reduktionen machen. Wir mussten da gucken, wo sind die Bereiche, wo man noch Lesungsmittel ersetzen. Jitfré benutzt am Anfang Lesungsmittel daheim inkognito, zum Beispiel wenn ein Fenster putzt, benutzen die speziell Fensterbordreinigungsmittel, du hast die Alkohol dran an die verfliegt du dann natürlich das ist auch ganz fein, das möchte kein Streifen an der Fenster mehr die verfleien an die Gio dann emettiert an Luft an dekontabilisieren mir aber als Emission an so was dann noch an den Industriebereiche wann Wäschbenziner angesagt gehen für eben verschiedenen Stohlprodukten zu wäschen, hier sie können verschafft gehen oder lackiert können gehen. Da sind natürlich auch ganz andere Maßnahmen, das ging oft auf der spezielle Kabine gemacht. Mit sind noch verschiedene Kleinbetriebe, die nicht an die Direktive fallen, wo größere Maßnahmen geholt gehen. Da sind wir auch dann Ball. Für mit denen zu gucken, wie sie an ihrer täglichen Praxis können aber vielleicht Reduktionen herbeifeiern. Das geht von ganz einfachen Maßnahmen wie Tassieren zu machen oder von speziellen Vorrichtungen, wir können die Lesungsmittel rauszuholen aus dem Faser und nicht einfach ein Vers abmachen und um den immer daran zu fahren. Maßnahmen, die man vorgesehen haben, sind aber relativ limitiert. Und dort ist gesagt noch, dass man am Anfang vorausgesehen, dass man just unter den Säuwerte fallen, die man mussten erreichen. Und auch hier muss man das da ganz nur suivieren, für nicht über die Säue herabzufallen, also rüber zu gehen. Und du hast zum Beispiel einen Faktor, den keine Rolle spielen, das ist eventuell Biomasseverbrennung, die erst wann den Holz verbrennen geht, da entstehen auch Kohlewasserstoffen bei der Verbrennung. Und das zum Beispiel etwas, wo man muss noch gucken, nicht, dass man Maßnahmen holen, am Bereich vom Klima für die ganz stark zu promovieren, wo man dann aber eventuelle Probleme haben könnte kriegen. Oder ich komme nachher noch darüber zurück beim Feinstaub. Weil do wie de Pierre schon gewiesen huet, beim Feinstaub si mal lo bei der Luftqualität gut, wie wann die Grenzwerte aufgesagt gin kre man Problem. Voilà, dann beim Ammoniak do sind die Hauptquellen, also Hauptquell aus zu 90% der Agrikultur, da das die Viehhaltung erworten de Gülle also PIF an Mëchtmanagement wie den ausgedroget, wie es stockéiert gëtt, 12 vun Déieren natierlech an dann awer och Bestallung selber, wie ginn die Stelle geféiert an natierlech och bei der Ernährung vun den Déieren, dat kann auch eng Rolle do spielen.
Da seid noch, dass die Emissionen an die Jahren, historische Jahren, als das dann abgegangen und plus ou moins konstant blieben. Da waren kleine Schwankungen dran. Das ist darauf hinzufeiern, dass aber verschiedene Maßnahmen gegriffen am PIF an Mischmanagement. In letzter Zeit seid in Dorem einen gewissen Ausstieg bis 2017 ungefähr. Und das könnte dadurch, dass die Milchquote weggeholt sind und die Milchproduktion abgefahren gehen. Und das bringt dann automatisch so ein Phänomen, kann das bringen, besonders in einem kleinen Land, bringt das dann, geht das dazu, dass dann eben die Emissionen abgehen. Und da sind aber als Bauern und auch den Agrikulturministerium am Gang, Maßnahmen dagegen zu ergreifen. An der Projektion, das ist dann die Gierlinie, du seid dass du einen gewissen Dephasage zu dem, was man am Moment berechnen tun. Und das könnte dadurch, dass am Projektion auf einer anderen Methode basiert, die man am Moment revidieren, das heißt, in Zukunft wir da, also am nächsten Monat, das brauchen wir eine gewisse Zeit, bis wir das durchgerechnet tun, kriegen wir neue Projektionen von der Kollegen von der Agrikultur. Und dann sehen wir aber, wird man gesehen, dass wir da auch dann auf den Seuil zurückkommen, den man 2030 erreichen. Und bei den Maßnahmen, da werden, also die Maßnahmen, die sind aligniert und den Plan de Développement rural, den ja von der Agrikultur am Anfang festgehalten ist. Und da sind dann Maßnahmen, zusätzliche Maßnahmen am Güllebereich, am Mischbereich, wie das Management da gemacht wird, dass da mit Injektoren gefahren wird zum Beispiel oder mit Schleppschleich, dass da auch neue Technologien eben kommen, die dann am Anfang gefördert werden. Oder an der Ernährung von den Beisten, die teilweise wird umgestaltet gehen, für eben den Ammoniakausstoß eben können zu reduzieren. Dann beim Feinstaub innen Rietz, du auch schon die Phänomen von den Heijewen eben wie die remplaciert gesehen. Die waren immens intensiv an der Emission, wie die ersat gesehen durch die Elektroiwen, als das natürlich an sich Summe gebracht. Und dann hat sich da relativ stabilisiert, gebe ich so. Du hast gewissen Dingen, als dann, also gewissen Maßnahmen war am Anfang dann die bei der Verdieselung die Dieselpartikelfilter, die angefordert goufen, für das zurückzuholen an der Industrie general, die auch nach Verbrennung hatten, die eben Filtern dann angesagt haben, für zurückzuführen. In letzter Zeit haben wir eine Stabilisation und gesagt, in unserem Grafik, wir erreichen eigentlich schon als ein Niveau, die man 2030 erreichen. Und wir sehen auch viel, dass wir den Werte weiterhalen. Und das geht aber just, wenn wir am Fall, wo wir von Biomasse absetzen, durch Klimamaßnahmen, dass wir da am Anfang just können, entweder auf große Anlagen das können machen und dann mit Wärmenetzer fahren, wenn wir durch Filtertechnologie können op die Großanlagen setzen oder wenn man mit kleinen Anlagen fahren am Haushaltsbereich, kennt man da just Pellets benutzen, kein Steckholz mehr oder Hackschnitzel. Respektiv sogar müsste man an jeno gräste von den kleinen Anlagen eventuell sogar auf Filtertechnologie zurückgreifen. Wir können die Niveauen zerhalen. Also da bleiben wir wirklich ganz nur Grenzwert und das dann so eine Wechselwirkung, die man mussten da gucken, mussten doch da ein bisschen an der Planung gucken mit Industrien. Wir können neue Industrien umzusiedeln, muss man können neue Reserve rausziehen.
falls die Industrie größere Feinstaubemissionen hat, muss man dann noch gucken, wie man da eins gehen. Also das ist schon problematisch. Und da sind wir natürlich an den Kontakt doch mal da sind Leute vom Ministerium, wenn es dem Klima, wenn man hier muss wirklich ganz stark zusammen schaffen und das observieren. Voilà, das wäre am Anfang Grafen Deel von den Emissionen von do weiter frohe sind zu der Luftqualität oder zu den Emissionen, die mir natürlich stimme berät für Reden einfach zu gehen, lieber E-Mail oder lo vielleicht noch an der frohen. Und da gebe ich vielleicht lo weitergehen und Isabel Nägelen für den Comedy-Stil. Merci. Tipptopp, Meier merci Marc, so as et, dann gin ich direkt weiter und dich Isabel. Am ma einkeer en Überblick vum Comedy immer dann an die aufschließend frohe Runde gehen. Voilà, Isabel. Gute Mittag, alle guten. Ja, in den nächsten paar Minuten will ich ein bisschen über die Comedy erzählen. Ja, wer das Comedy, wie war das wichtig, über Comedy heute bei Asian Umwelttag zu schwatzen. Pardon, ich bin kurz mit den, so genau. Ja, als Übrigen als Kapazität als Umwelt vorzuholen, am Asian, da ist ein anderer Nutzlaschen oder auch eventuell selektiv das Filter, was mir nicht, weil ich nur laschen. Vergiss geht aber oft, dass die Euren den ganzen Tag 24 auf 24 Informationen abholen, ob das nur bewusst ist oder unbewusst. Ja, der Comedy durfte in der Stadt an Zeiten, wo man richtig hektisch durchgeht, kann ich mal nicht vergessen, dass die nonstop die Informationen abhält an die mir als akustisch Umfeld sollte gestalten für auch an dem Sinn ein gesund an Umwelt an Lebensqualität zu erreichen. Ja, weil das gewusst, dass den Comedy eben noch einen Effekt ob es Gesundheit wird, wie den Pierre Fiedrunde an seiner Anleitung auch schon erwähnt hat. Von den Comedy auf lange Dauer ausgesagt, dass kann das natürlich schwer nur Wirkungen haben. Und laut einem rezenten Rapport von der Europäischen Umweltagenz aus all 5 Personen an Europa ein Comedy-Niveau von über 55 Dezibel ausgesagt, den schädlich kann sein für die Gesundheit. Also eine Langzeitexposition hinterlässt dann seine Spuren. Natürlich kann sich bemerkbar machen, entweder für die Menschleute, die dann da exponiert sind, dass sie wirklich belastet sind am Dach oder nicht gut schlafen können oder nicht. Oder es kann sich auch natürlich auswirken, dass sie Lärmfähigkeit, die so gesagt, oder dass sie ständig gestresst und das kann natürlich dazu kontribuieren, dass sie mehr auffällig ist für Herzkrankheiten. Ja, Tatsache ist, dass die letzten 10 Jahre betroffenen Zöllen in Europa konstant an Blut gegangen ist. Das wird die Population immer mehr wies und einen größeren Service geht dann auch an urbane Räume und auch den Trafik, die geht mir dann Blut. Ja, weil das dann als Mission überhaupt hier bei der Umweltüberwachung an dem Ganzen, wir machen alle 5 Jahre ein Etat des Lieux von der Langzeitexposition, also das ist mal Motiv von einer strategischen Kartografie. Wie der innen sieht, also das ist ziemlich viel Aufwand, das sind ein großes Projekt, das wir machen. Die europäische Direktive, die sieht, dass es Hauptinfrastrukturen sind, die besonders Comedy machen und die sollten überwacht gehen. Das sind dann zum einen Hauptstraßenachsen, die mehr wie 3 Millionen Passagen pro Jahr verzeichnen. Dann noch der Flughafen, den mehr wie 50.000 Momente pro Jahr verzeichnet. Oder Hauptschienenachsen, die mehr wie 30.000 Passagen pro Jahr verzeichnen. Oder auch Agglomerationen, wo mehr wie 100.000 Residenten wohnen. Ja, das heißt, für all die Infrastrukturen, da kriegen wir Donnerungen von verschiedenen anderen Ministerien und Verwaltungen. Die müssen wir trätieren, die müssen wir zusammensetzen, für mit einem 3D-Modell Berechnung von der Ausbreitung von Comedy zu machen. Und auch dann, also das geschieht dann nur einer Methode von der Direktive, die dafür vorgehen ist. Aber wir estimieren nur, wie viele Leute dann effektiv betroffen sind innerhalb von einem Jahr. Ja, dann machen wir auch noch bei uns jährlich punktuell Comedy-Messungen, weil die Comedy-Karten, die sind modellisiert, das sind Berechnungen,
Und wir gehen aber durch, kannst du auf den Terra gucken, wie dann die reale Situation dann überhaupt ist. Da gucken wir dann mit den punktuellen Messungen. Dann versuchen wir natürlich auch, so gut wie möglich Comedy-Studien zu zentralisieren von den Parkstudien, auch noch zu sammeln. Weiterhin machen wir dann auch Etüden am Bereich Comedy, die dann zum Beispiel könnten darauf schließen, wie gut legale Kader umgesetzt wird oder nicht. Ja, und wie heute informieren wir natürlich den Publikum und andere Akteuren, was dann der Stand der Dinge ist. Ja, wenn wir da gucken, wie viel die verschiedenen Hauptinfrastrukturen zuletzt beidrohen, dann aus dem Straßenverkehr die dominanten Source vom Comedy zu Lützeburg. Das ist nicht verwunderlich, weil viele persönliche Autos in die Lastjahre immatrikuliert wurden und mehr wie 84% von der Kilometerzahl von den persönlichen Autos zu Lützeburg stehen. Ja, die Detail auf der rechten Seite 2 Karten, eigentlich nationalen Niveau, ja, auf der rechten Seite, genau, und dann der ländliche Raum. Und dann auf der linken Seite auf der Agglomeration, ich hatte schon gesagt, für die Hauptinfrastrukturen, da haben wir im Moment zu Lützeburg eine Agglomeration definiert, das Lützeburg an seinen Gemengen, also nopisch Gemengen rundherum. Ja, wenn wir gucken im ländlichen Raum, wir haben die Exposition, die also fast über 55 Dezibel Aldan, also Aldan, das ist ein Langzeitindikator für die Exposition von den Leuten zu extremieren und die Schaler so von der Direktiv 4 gehen. Für den ländlichen Raum da gehören Autobahnen wie zum Beispiel, ja, die meisten Autobahnen 1, A3, A4, A6, A und A13, die natürlich die Säule von der Direktiv überschreiten und dann noch kartografiert muss gehen. Das last bei dem Exerzice von 2016 aus der 7 dabei kommen. Ja, wenn du viel Kilometer Straße kartografiert, also nicht nur bei den Autobahnen gesehen, mir auch an dir, dass du über die Lastjahre mehr Trafik sich entwickelt wird, weil die Straße nicht schon so überlastet ist. Ja, im ländlichen Raum, links gesehen die Statistik, da kommen wir dann rund auf 66.000 Leute, die lange Zeit im Comedy von der Straße ausgesetzt sind. Wenn man statt ganz nur für die Agglomeration guckt, da hat Lützeburg sich ein Exerzice gemacht, dass sie nicht nur die Großachsen kartografiert wird, sondern alle Straßen an der Agglomeration, weil du musst bedenken, am urbanen Raum da sind nur noch vielen anderen Sachen ausgesetzt. Und da wollten wir dem ein bisschen entgegenwirken, dass sie ein bisschen mehr eine Gesamtübersicht kriegt. Ja, du haben wir herausgefunden, dass aber bald Schipper Resident an der Agglomeration betroffen ist, über 55 Dezibel. Und ja, das ist nicht verwunderlich, wenn die Logik mit anderen Agglomerationen vergleichen, dass wir da dann ziemlich schlecht kommen. Wir im europäischen Niveau sind wir natürlich auch für den Straßenverkehr keine Ausnahmen. Also wir haben an einer ganz anderen Größenordnung exponiert Leute zum Straßenverkehr wie par rapport zu anderen Ressourcen. Wenn wir so den nächsten Slide angucken, der Flugverkehr ist die zweite dominante Source vom Comedy zu Lützeburg. Da hat man Radar gekriegt von der ANA und auch natürlich ein Exerzice von der Kartografie gemacht. Was heute wirklich machen kann, dass auch bei der Aldan-Karte links oben, du siehst einen Ausschnitt von der Agglomeration und du hast natürlich ein Großteil von der Agglomeration betroffen, weil der Flughafen aber nicht weit entfernt ist von der Agglomeration. Ja, weil du am Hintergrund siehst, die kleinen Punkte, das sind die Häuser, wo man die Population distribuiert hatten und die dann auch exponiert sind. Auf der Rätselkarte innen, das heute zusätzlich dann auch also die Notsituation, zuletzt wird die Notsituation definiert zwischen 23 Uhr und 7 Uhr morgens. Da gehen wir sogar in den Schallruf bis auf 45 dB, weil an den Perioden vom Tag natürlich auch mehr sensibel ist und die brauchen natürlich seinen guten Schlaf für morgens ausgerüstet zu sein. Genau. Und so in der Nutzperiode sind wir bei 83.800 Leute, die betroffen sind. Da eben noch, wenn wir dann noch bei der Eschal ziemlich raufgehen und dann
dann viele Leute betroffen haben. Ja, der kleinste Störenfried zu Lützeburg, das ist ein Schienenverkehr. Ja, wir hatten für 2016 hat man einen Schritt am Güterverkehr hat man gesehen gehabt, so dort par rapport zum Exerzice von 2011 man dann natürlich eine Reduktion von der Exposition gesehen haben auf verschiedene Linien, also Linie 3, Linie 6, Linie 6 bis und 6H. Ja, trotz der Schritt an der Exposition durch den Güterverkehr sind betroffen Zöllen aber nicht hochgegangen, weil wir hatten nämlich auch für 2016 hat man trotzdem auf der Linie 7 durch ein zweigleisig geführt gehen und dann hat man auch Linie 4 und Linie 6, die dann auf der Höchst von den Gasbrüch dann von den Verkehr zusammengelöst sind, wo dann aber der Stadt ein bisschen dann vorgehalten hat. Und natürlich sind die Jahren natürlich auch mehr Leute also zugeführt. Ne? Genau. Ja, das waren natürlich Karten, die sind natürlich auch gebracht gehen. Aber was die Realsituation geht, bei 2019 da hatten wir dann eine Mieskampagne da gestartet für verschiedene Plätze zu überprüfen, ob es Karten überhaupt also valid ist. Da haben wir auch gefunden, dass wir eine solche Größenordnung suchen bei den Messungen wie bei der Karte. Das wird so gestimmt. Du siehst 2016 und 2019, du hast schon einen Zeitunterschied mehr. Bei der Exposition von Comedy du sind die Changementer nicht so drastisch, was die Exposition geht, weil also wir sind ein logarithmischer Schall, und du musst schon eine Verdopplung vom Trafik für ein Host von 3 dB zu verzeichnen. Wir hatten noch ein Exerzice, wie Kollege von der Luft haben auch ein Exerzice gemacht, während dem Covid auf verschiedene Plätze zu müssen, und da hat man natürlich pur Punkten rausgesicht wie bei der Kampagne 2019, weil wir hatten eigentlich verpasst den totale Konfinement, den hat man verpasst, und da wollten wir aber trotzdem die anderen Phasen gucken, wie man dann zwischen April und Juni 2020, wo dann wo wir löse gestartet sind mit Chantien, die a Betrieb geholgen sind, Lyceen oder fundamental, wie sich die Situation quasi normalisiert wird. Und wir haben noch effektiv gesehen, die sieht bei 2 selektionierten Punkten an der Stadt, dann die anderen zu Stehbrücken und zu Süssen, dass wir um Juni aber so ziemlich im selben Niveau waren wie vor dem Konfinement. Und das war eigentlich schon, also wir hatten da an den verschiedenen Etappen hatten wir eine Reduktion von 6 dB, also da hat man wirklich voll aller Source eben viel mehr Trafik war. Dort zum Schluss mal auf diese Situation zurückkommen sind, dort wirklich ein guter Mix und Mesuren nötig ist, für überhaupt das signifikant von ein Niveau können Ruf zu kreieren, den es gibt belastet. Naja, was bringt das alles, die Donnerien zu tun? Bei der Gesetzeskader, die ihr seht, ist, dass man mit der Kartografie eine Priorisation sollte machen von Zonen, die sollten also wo eine Sanierung sollte geschehen. Ja, da haben wir eine Batch-Methode angewandt, wo man nicht nur ein Expositionsniveau, mehr auch da, wo wir mit Arbeit zu tun an die Berechnung, da sieht natürlich das Niveau von der Agglomeration damit, wo man 20 Hotspots für die Straße identifiziert haben. Die sind leider natürlich auch auf den Hauptachsen, gerade auf den nationalen Straßen, die den Trafik dann an den Start leiten. Dann haben wir auch jetzt auf landlichem Niveau, da haben wir natürlich auch, da haben wir auch 20 Hotspots lokal illustriert. Da ganz viel mit dabei, das Dickrich Adelbrück. Mehr am Süden gesehen, natürlich auch, da häufen sich natürlich auch viele Hotspots. Ja, und durch die Reihung, die sieht ja am Anfang dann aus, dass die Zone prioritär sollten gehandhabt gehen, saniert sollte gehen. Und hier ist eben ein Beispiel, wie im schon 2020 dann Point Chaussee beim Hotspot Dietling-Biering dann eine Schallschutzwand abgerichtet wird. Die ist wirklich gigantisch, also wenn du links um Bild seid. Und das also auch mit großer Arbeit verbunden, wie da innen durchgesehen, wie sie die Schallschutzwand dann aufbauen, oder dass sie dann schon, wenn sie das Budget und alles akkordiert kriegen, dann schon die Schlussphase von der ganz großen Arbeit.
Ja, aber im Schienenverkehr, da hatten wir auch paar Hotspotten identifizieren können. Wo ganz mit viel war Schöffling. Da war lo zum Beispiel auch ganz rezent, sind du mis an Niveau, die sind wasch geholt gehen zu Schöffling. Und du hast auch ein großes Schutzwand abgeriecht gehen. Die sieht du auf der Seite links mit Beton, aber auch einer Zadmauer. Und die Zadmauer, das ist ein Schallschutzwand, die ganz kennzeichnet ist für CRL, weil die auch Patent dafür haben, die aus behindernden Laboren entstanden. Ja, genau. Ja, so mit der ganzen Methodik, wie dann auch die Mesuren umgesetzt sollen gehen. Das geht alles an Aktionsplan, geht das zusammengehalten. Für was das alles konnte möglich sein, für die das am Anfang, weil ich schon gesagt, wir die Donne gekriegt von anderen Ministerien, anderen Verwaltungen. Das heißt, im ganzen Prozess sind wir an einer Ankerkooperation mit den anderen Ministerien und Verwaltungen, nicht nur für Donne zu kriegen, sondern auch für die Kartografie umzusetzen und dann auch für das strategische Dokument von den Aktionsplan für die 4 verschiedenen Hauptinfrastrukturen umzusetzen. Weil ob den Hotspotten, die wir identifiziert haben, gehen ja dann auch die Maßnahmen von den anderen Akteuren dann proposiert, die dann an den Aktionsplan kommen. Da hat man für Drogen gesprochen von den Sanierungsmaßnahmen, wo auch die Valorlimiten von der Sanierung appliziert gehen für die Methodik für der Priorisation von den Zonen. Los aber so, dass an den Strategiedokumenten sind aber nach anderen Mesuren dran, was du überhaupt prioritär sollt, also im Sinne vom Strategiedokument sollte appliziert gehen. Das sind Präventionsmaßnahmen, das sind Heirene verstehen dann mehr übergeordnet Plan sowie Plandirektor sektoriell oder auch Konzepte, wo in am Niveau vom PAG oder PAP bei urbanistischen Konzepten den Comedy kann entgegenwirken. Und dann gehen es dann auch Kapiteln am strategischen Dokument, was dann zum Beispiel die Reduktion vom Comedy à la Source geht. Auf europäischem Niveau gehen es andere Direktiven, die suchen, wie viel Schallleistungen von Autos nicht überschreiten zum Beispiel. Dann hört den dann Obstacle à la propagation du bruit. Das sind Schallschutzwerte, wie man sie für Runden auf den Bildern gesehen hatten, wie sie zu Dietling oder zu Schöffling umgesetzt wurden. Und dann den allerletzten Rekurs allerdings, das sollte die Isolation Akustik sein vom einzelnen Gebäude. Also eigentlich soll die schon Mesuren applizieren, ob all den Niveau für Runden, jeder den überhaupt auf den letzten Rekurs kommen von einer Isolation Akustik. Weil du auch natürlich just intern geschützt hast und nicht auf seiner Terrasse dabei sind. Ja, dann am Aktionsplan sind dann, das lebt dann von dem Vierjahreszyklus und da hat natürlich spezifische Mesuren, die für die nächsten 5 Jahre sollten umgesetzt gehen. Da hat dann noch, also wie für Drohnen gewiesen, Sanierungen am Kontakt von Infrastrukturprojekten für die Straße Chin. Dann natürlich kann auch am Kader von anderen Projekten, von den anderen Akteuren wie Point Chaussee oder CRL, kann natürlich du auch der Comedy Umgang gehen, ja, also proaktiv. Und dann dann sind auch weiter Dispositionen für zu gucken, ob die Pläne dann überhaupt umgesetzt sind oder nicht. Wie viel gesagt, also das ganze Summespiel, dass die Komitee de Pilotage an die Gruppe de Travail Technik, die für die Hauptinfrastrukturen die ganzen, also nicht nur Kartografie, sondern auch dann die Aktionsplan motivieren an die Responsabilitäten für Maßnahmen um Terra umzusetzen. Die Leute nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen verschiedenen Ministerien und Verwaltungen. Ich wollte aber just kurz angehen für Maßnahmen, die die Eisverwaltung auch mal auf Bein gestellt, also nicht total auf Bein gestellt,
Zum einen haben wir da zwei Guide-Techniken, die Adresse ist echt ein Büro d'Etudes, am Kader von neuen Infrastrukturprojekten, für das man da eine harmonisierte Methode von wie Impactstudie soll gemäht gehen. Weil das also mir viele Experten, die aus verschiedenen Ländern kommen und die vielleicht einen anderen Hintergrund haben, also verschiedene andere Approchen und dass man so halt zuletzt eben harmonisieren. Das tun wir dann eingemäht für, also geht de Bruit, haben wir gemäht dann für die neuen Infrastrukturprojekte, mehr aber auch, das ist ein bisschen mehr außerhalb vom Kader von der Umweltdirektiv, wo man sich dann noch für Etablissementen an Chantier gemäht haben. Auf der linken Seite sieht er noch ein Inventär von potenziellen Zonen Kolmen. Das heißt, da haben wir ein Bestandsprogramm mit von Roge Platzen. Da hat, weil das Jahr von der OMS also ein Rapport rauskommt über den World Hearing Report, wo natürlich auch darauf gepocht wird, dass es wichtig ist, einmal Auszeit zu holen, nicht nur am straßischen Comedy rundherum zu laufen den ganzen Tag, mir dann auch mal raus in die Natur zu gehen. Ich meine, während der Covid-Zeit hätte das ganz viel Brot auch mal was die Rot zu fahren. Und ja, da haben wir eben die potenziell so einen Kolmen identifiziert. Da hat man auch das letzte Jahr eine Mieskampagne gemäht. Ja, die können auch im Geoportal also angucken und ein bisschen viel ob da nur dabei wohnt und du könnt davon profitieren, für bis dem Company zu entfliehen. Ja, da sind wir natürlich schon von unseren anderen Akteuren Mesuren, die sie umgesetzt haben, also Cerval oder Ministère du Transport, das ist auf der linken Seite, da dürfen zum Beispiel Bremsen ausgetauscht vom Güterverkehr. Da sind wir ziemlich viel bei, also da waren schon 50% konform zu einer, das ist STI-Bruit-Direktiv. Und du Gott eben nur für das Jahr hatten das gesagt, schon geguckt, für dann noch 21% von ihrer Flotte zu rekonfigurieren. Dann auf der rechten Seite wurde dann ein bisschen ein übergeordnetes Dokument, was die Reorganisation vom RGTR geht, zur Elektroflotte. Genau, ja, du hast den Échéance ein bisschen mehr weit bis 2025 und das kontribuiert natürlich auch zu diesem strategischen Dokument von der Aktionsplanung dabei. Ja, wo sind wir da gerade drin? Also wir hatten September letztes Jahr haben wir so ein Enquete publik angefangen. Am Oktober da haben wir 2 Webinare gemacht, einmal ein zum Aktionsplan Route 3 Agglo-Powder. An den zweiten Tag dafür den Flughafen. Die Webinaren, die können ihr auch noch angucken. Also von der Umwelt sieht, geht, da kommt auf der YouTube und kriegt den direkten Link. Wir hatten dann an der Prozedur, also dem so, dass der Resident sich kann bei seiner Gemeinde melden und die Avieren von den Gemeinden, die kriegen wir dann noch ran. Da stimmen wir also um Delay vom Februar stimmen wir bei 45 wie Kommuno. Wir hatten noch Kritik von Syndikaten oder von ASBL, aber auch noch von Privatpersonen. Die haben wir an den letzten 10 Monaten alle gut abgeschafft. Wir hatten das Konzept gehen, wie wir die systematisch abschaffen. Aber was du möglich ist, ist eben, dass die aktuelle Plan, ob du eine kleine Adaptation geschieht ist, oder ob die Avien dann an die jeweils dann die Gruppe de Travail Technik mal geholt gehen, für dann Tritär zu gehen, oder auch für am nächsten Zyklus dann konsideriert zu gehen. Ja, weil das dann schon auf den letzten Slide bringt, ja, wo sind wir dann an was steht als Befehl? Also wir haben auf europäischem Niveau als Direktiv, die ist 19 Jahre en vigueur, an dem European Green Deal sind momentan Reflexionen am Gange, wie wir könnten die Direktiv ein bisschen umgestalten. Das heißt, die Evaluierung, wie Mesure sie schon sind Lodo, wie effektiv sind sie, das heißt, so ein Datenmodell wie Messkarte sollten aufgehen, den dann
durch die Evaluierung dann noch geändert gehen an, ob man sollten dann objektiv der Reduktion haben, wie man sie könnten an einer gewissen Periode könnten umsetzen. Ja, mir, also ob falsche Änderungen kommen, das muss man dann noch gucken, wie lange das noch braucht, bis es im nationalen Niveau dann auch können. Wir werden mit dem nationalen Niveau können machen, das heißt, also wir sind an der Phase vom 3. Zyklus. Wir hatten da einen ersten Workshop mit den Gemeinden gemäht. Sie hatten da, ich meine, es waren 22 Repräsentanten da und wir haben geguckt, dass Diskussionen laufen, wie Gemengenniveau, Kortisniveau an, Niveau vom Gebäude können Maßnahmen entstehen. Ja, und da sollte noch ein zweiter Workshop kommen, aber den hat man gleich schon nicht konnte machen, Covid-bedingt. Und die geben wir dann das Jahr nachholen. Das ist aus dem ersten Workshop da auch schon ein Dokument und Lesungen entstanden. Wir haben da noch Priorisation von den Lesungen zu machen und dann auch Konzept zu planen für den zweiten Workshop. Ja, für ein bisschen zu gucken, was den nächsten Zyklus ist. Also wir stehen dran, mit meisten Förderern am nächsten Zyklus dran. Da sieht die Grafik, das ist der normale Verlauf, wie ein Zyklus so aufläuft. Also für dich mal gehen die Hauptinfrastrukturen die identifiziert an der ersten Etappe. Dann an der zweiten Etappe gehen Karten gemäht. Also man hat ja das letzte Mal 4 Karten. Dann gibt es zusammengesetzt mit verschiedenen Parteiprenanten und dann Projekten von Aktionsplan ausgeschafft. Natürlich wird dann da immer den Publikum noch mit involviert. Also wir freuen immer da, wie natürlich da auch impactiert das, immer wie. Und dann die letzte Phase wie dann von der Planaktion zu holen, wie wo eben die Stellungnahme von allen Akteuren mit angeflossen ist. Bei der Valuance für den nächsten Zyklus, die sieht auch durch die Jahren dabei geschrieben. Wir sind bei 2021. Aber was wir am nationalen Niveau können machen, durch die Diskussionen, die am europäischen Niveau gerade laufen, wir können uns ein bisschen gucken, den Hauptdefi am Anfang ist ja, dass mehr Leute, also dass man so wo es in der Population haben, dass mehr Trafik da noch entsteht. Und das ist ja am Passé das nicht wirklich geändert wird. Das heißt, dass man die Hauptinfrastrukturen können ein bisschen mehr genau gucken, ob man da mit den Delimitationen von Agglomerationen zum Beispiel, dass man die neu analysieren und eventuell auch an eine Fügung von Objektiv der Reduktion. Dann an einer zweiten Phase, da bei der Kartografie, ja, da hatten wir bei Consultation Publique, da hatten sich natürlich viele Leute gewünscht, eine Analyse zur Multi-Exposition, weil da mit Karten Einzel pro Source bestehen. Dann haben wir dann extra von der Direktive, die haben wir ich meine, Glasstür umgesetzt. Das heißt, da gibt es auch Gesundheitsaffären bei der nächsten Runde mit inkludieren. Und auch gucken natürlich, ob die Mesuren, die von den letzten Zyklusen, ob die dann auch überhaupt gegriffen. Dann an Etappe 3, ja, die lief ja ständig, ne? Dass man mit den Parteiprenanten immer kooperieren. Und da will man natürlich auch noch viel mehr mit den Gemeinden kooperieren, für zu wissen, welche Mesuren da am lokalen Niveau könnte Sinn machen, beziehungsweise die schon implementiert wurden. Dann für das Projekt de Plan d'Action, ja, also verschiedene mit den Parteiprenanten, da gibt es natürlich dann beim nächsten Zyklus neue Mesuren mit auflesen. Und da hatten wir auch schon en vue für die verlorenen Limiten neu zu evaluieren, weil du am 2018 neue Liniendirektrissen rausgebracht hat. Und was doch neu ist für den nächsten Zyklus, ist, dass man für zur Mission von der Plan d'Action eher Make-Routen, weil die ganzen Zyklus du am Anfang mit der Karte, wir müssen immer warten, bis das Jahr fertig ist, bis das wir Donner kriegen, bis das wir da von der Hotspots gemäht tun. Das ist immer ein langwieriger Prozess, und plus auch noch die Diskussionen, die dann müssen anlaufen, für Mesuren zu finden. Das ist nicht verwunderlich, dass wir da am europäischen Level mit den anderen Etats-membres und eher Make-Routen für dann zur Mission 2024 zu machen und dann demnächst dann noch konform wollen zu sein. Genau. Zum Schluss will ich just sagen, dass alle Stunden, die sind also neben dem Umwelt natürlich, Geoportal an dem Data Public auch verfügbar sind. Und
wie Kollege schon gesagt haben, also wenn er Frauen hat, kann er die Röhrisch raushacken, mehr Probleme nicht zu helfen. Merci vielmals Isabel Nägelen für die ganz umfangreiche Erklärungen dann noch zum Comedy. Ja, dann hatten wir also Programm für heute durch. Wir haben am letzten Kapitel immens viel hören, wirklich ganz detailliert Informationen einerseits zur Luftqualität, andererseits zu den Emissionsquellen und noch zum Comedy. Da haben sich auch Frohen angestaut. Ich habe mal probiert, sie ein bisschen zu regroupieren zu den verschiedenen Themen, wie sie eben auffallen, wie sie vielleicht auch für die Nullleister daheim Sinn machen. Die erste geht ein bisschen in Richtung von der Definition von Luftqualität, vielleicht für ein bisschen Trennung zu machen zwischen der einen und der anderen Etude. Pierre, du warst schon am Anfang darauf eingegangen. Also Luftqualität definiert sich unter Gesundheit vom Menschen, ne, wo ihr da seht, die eine Etude von den Emissionen, da sind Sachen dabei, die können auf die Luftqualität abwirken, andere vielleicht, die nicht so wichtig sind. Op d Gesundheit vun de Leiit, dats dat man anotmen an der danner Demissionen, dat huet wo einen Impact op Luftqualität, méi de Demissionen, die freigesät ginn an die Donno op d'Umweltrem Rofkommen, op de Boden, op Gewässer, du ginn doch Problem vun Eutrophierung, vu Versauerung, dat heißt, du ginn aner Umweltprobleme, die durch Demissionen insgesamt verursacht, wie net lengt Luftqualität. Mein Mikro ummachen. Bei den Emissionen haben wir ja da viel geschwärzt über die verschiedenen Sorten von Emissionen, Stickoxiden, den Ozon, den Feinstaub, den Ammoniak. Für vielleicht bei den Stickoxiden umzusetzen, du hast ja nur geschwärzt, ganz vieles davon aus Verkehr, du hast immer Verdieselung gesagt, du hast auch ein frohes Rakom betreffend Verdieselung, schulen Sie mal hier. Er schreibt, der Bierger aus der Rückgang vom Diesel, da vielleicht punktuell eine Verbesserung vom NO2, dafür aber eine Verschlechterung vom CO2. Ich kann mir vorstellen, dass... Ja, also... Ja, das hängt davon ab, wenn die Verdieselung oder ein Diesel zurückführt, geht ihn auf den Benzin über, da das natürlich schlecht für das Klima. Bei Benzin gehen doch mittlerweile schon auch andere Problematiken am Feinstaubbereich zum Beispiel, weil die modernen Benzinsautos die Injektionen machen vom Benzin, also die Direktinjektionen, die haben relativ viel Feinstaub ausstößt und die müssten dann eigentlich mit Partikelfiltern noch equipiert gehen. Dafür also am Anfang besser, wann in den Diesel zurückführt. Es geht in, ob die neue Technologien mehr durabel sind, die wie Elektromobilität, sie auf der batterieelektrisch oder dann ob den Hydrogen, den wahrscheinlich mehr effizient am Schwertransport ist, wie am Individualverkehr. Und ja, voilà, ich meine, dat mis den do gucken. Das auch net, wann ihr seht eng Verdieselung zurückfuhren, dass ihr seht, okay, mit dann hören wir Biodiesel zum Beispiel. Nee, Biodiesel als auch mischt Feinstaub an, mischt doch NOx-Emissionen, weil das wird nämlich behandelt wie den Diesel, das zwar als beim CO2 wird als Null bilanziert, weil es eine erneuerbare Quelle könnt. Aber bei der Luftqualität oder bei den Emissionen mischt das keinen Unterschied. Also das ist schon echt, ob durable Mobilität rüber dann zu gehen, öffentlicher Verkehr natürlich oder Individualverkehr will als Fuß gehen und dann eben die neuen Technologien wie batterieelektrisch oder Hydrogen. Merci dafür. Marc, du hast auch angesprochen, also beim Diesel, also da nicht immer Stickoxide, mit das auch Feinstaub, eine Thematik bei den Sachen. Eine andere Emissionsquelle, die oft der Verbindung auch beruhigt wird, halt zu Lützeburg, meinst ganz speziell, wenn man das Flughafen nun aus dem Flughafen auch noch den Kerosin. Du hast auch dann ein Froh von einem interessierten Bürger betreffend den Kerosin, ob wir da Ziffern haben.
muss ich ein bisschen differenzieren, der Manfred Heid no dem Klimagas der Tisch, also auch nur dem Effekt ob den CO2, muss ich vielleicht ein bisschen differenzieren, weil den zum Kerosin dann Kasoen an nachher verweisen, weil auch Duschlussfroh vom Bierger, wie viel Tonnen Kerosin man da müssen Anspuren für Klimaziele zu erreichen, all das gött ja noch beschwert an auch dat können man nicht einfach so aus dem FF beantworten mehr. Es gött ad hoc dafür ja auch also Rendezvous am Hirsch, den ähnlich wird abgezogen wie der Teite, wo es ausschließlich den Klimabilan geht, an all die Sachen, die zu Lützburg laufen, dafür verweisen ich, wir so frohen dann auch darauf. Mir vielleicht zurück zum Kerosin, auch einfach als Interesse, ich meine, Auto als Eigensache, wie steht es dann am Verhältnis, was verursacht der Flughafen am Punkto Emissionsstoffe? Ja, also wenn man rein Luftverschmutzung gucken, du hast den Flughafen auch dabei, also wir bilanzieren das. An einem Inventär, den wir alle Jahre berechnen, da gehen dann sämtliche Flugmovemente, da gehen da mit abbezogen, sowohl der Verkauf von Kerosin halt zu Lützburg, mehr auch die Flugmovemente von den internationalen Fliegern, die vielleicht nicht halt zu Lützburg die Kerosin abholen, aber also hier und da mitbringen und an den Hai verbrennen. Da muss ich dann unterscheiden, also die Flughafen berechnen wir just am Anfang am Landebereich an am Fortfliegerbereich. Alles das, was am sogenannten Cruise-Bereich, also auch wenn sie über Lützburg fliegen, ohne heute zu landen, das gucken wir, das berechnen wir wohl, wie das gucken wir aber nicht. Das ist nicht national bilanziert, und noch nicht an der Zielsetzung mit dran. Das ist eigentlich keine Prioritätsquelle. Das ist relativ klein vis-à-vis zu all den anderen Quellen, die wir haben. Da müssen wir genau an Ziffern gucken, die sind auch öffentlich zugänglich. Das kann ich gerne schriftlich noch beantworten. Das ist nicht Priorität. Beim Klima ist es ein bisschen ähnlich, dass du gëtt de Flughafen mir brechen noch de kann Ziffre fën de noch am Inventär vun de Klimagasemissionen, die all Joers auch veröffentlichen, die gin net direkt an de Moosnahmen, die man muss hullen, dat lo am Pariser Akkor oder am Kyoto-Protokoll wie den aktuell nachlebt, gin de net berücksichtigt. Also du hast de Kerosin vu ganz nivelcht. Ja, das sind Diskussionen, die mussten auf internationalem Niveau gefordert gehen, für die Mat an Regeln wie gerannt zu holen. Da sind wir natürlich nicht zuständig direkt dafür, dass das dann nicht am Ministersniveau, wo das muss entschieden gehen, respektive auf internationalem Niveau, ob der Kopf, wie es schon gesagt ist, die oder noch am Dezember da wird stattfinden. Wo so Sachen entschieden gehen. Und wenn das dann an Regeln wie könnt, dann holen wir das ab. Merci für die ausführliche Antwort. Ich meine, für die Zahlen, die konkret ugefragt goufen, da können wir ja da gucken, was wir können nachreichen schriftlich. Das machen wir ganz gern. Eine andere Thematik, die auch abkommen ist, also eben der Feinstaub. Nein, ich mache vielleicht, du hast darüber geschwärzt mit der Biomasse, und da sind also beim Feinstaub, also vielleicht zwei Fragen zusammen gedurcht. Da gibt es natürlich über technologische Innovation vielleicht Ansprüche, die ihr kann machen. Andererseits gibt es auch den Abrieb von den Bremsen und so weiter, die verschwindet ja nicht so einfach. Und dann vielleicht rüber bei Biomasse, wo du siehst, wenn man Logik für massiv ausbauen, dann muss man aufpassen, wo können wir alles filtern. Ne? Ja. An Astat also bei der Filtertechnik, dass die nicht mehr bei den großen Anlagen sich bezahlt möchte. Oder wie weit hast du das so erklärt, dass die kleinen, du sie kein Filtern, das vielleicht weißt du nicht damit. Ja, also das hängt natürlich immer davon auf. Also es gibt Filteranlagen noch für Kleinanlagen, aber das preislich ist das natürlich dann echt uninteressant, weil wenn ihr große Anlage baut, da müssen ja dann auch dementsprechend relativ große Filteranlagen angebaut gehen, mit die sind preislich gesehen, dass das dann aber mehr günstig, wenn ihr das mal also ökonomisch guckt, dass das mehr günstig für die Großanlagen eben so zu equipieren wie viel Kleinanlagen. Muss ich wissen, dass wenn in Steckholzverbrennung mit der Gas schon die vergleicht, da sind die Emissionen 300, 400 Mal mehr hoch.
beim Holz wie beim Gas. Gell? An dodescher so mir an noch wann den Pellets gefuelen, die schon gesteuert sind, die Anlehren, auch die Kleinanlehre, die gesteuert, du kannst nicht einfach Stück Holz oder Pellets einfach so dran geheien, du siehst schon, also du hast eine Steuerung der Hand, die Luftzufuhr steuert, die sind noch immer ein gut Stück mehr intensiv am Feinstaub wie ein Gas oder eine Mazutheizung. Und dadurch muss ihn da ein bisschen aufpassen. Also das ist nicht alles so einfach, wenn den just von einer Seite guckt, muss in die zwei Seiten gucken. Und das ist auch von der Direktive verlangt. Das ist doch da bei der Biomasse eigentlich froh von der Balance, die muss fahren. Genau. Dafür ist es vielleicht einfach eben, ob Großanlagen zu gehen, gibt es dann eben mit Wärmenetzer schafft, weil dann eng Anlage hat Punkt, den ich kann, wo die Wartung auch viel mehr einfach ist, wie wenn Logitfrieden musst du heben, sind Wartung, weil auch die Anlage brauchen Wartung, das kann ich nicht einfach so laufen lassen. Und die Filteranlagen, die sind dann nicht an der Heizung, wie das ist im Kamin. Und ja, das ist den zwei Punkte, wo ich muss warten und wo ich muss kontrollieren. Also das wir haben das alles geguckt und gehen noch Anlagen, aber bon. Das muss ich nicht gucken, wie das sich an der Zeit evoluiert. Okay, und das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, wo ich gesehen habe, dass Heinz so bei einer Technologie in Anspruchungen kann erzielen. Auf der einen Seite hilft dann Klima meinetwegen, mit dann heute ein Problem auf der anderen Seite, und da muss ich dann immer den Trade-off, wie die Amerikaner so machen, an der richtigen Equilibre finden. Da gehen wir noch schnell, weil wir ja los auch und den Ende kommen, der Wupp von einer langen Konferenz hat, nach River bei der Comedy, da sind noch ein paar Frauen dazu rankommen. Vielleicht die echt bisschen allgemein auch darum eng ähnlich gelehrt froh zu dem Potenzial von Reduktion durch technologischen Fortschritt an den anderen Bereichen, ja auch glücklicherweise durch Lützburg bei der Luftqualität viele Hotspots, wo sich auch dadurch, dass Lützburg oft viele neue Autos kaufen, natürlich da dann Grenzwerte mehr schnell raufgehen. Wie ist das beim Comedy? Also da genauso einfach, also wie ist bei einem modernen Flieger, der hat gesagt, Isabel, beim Zug gibt es ja schon die Silent Brakes. Wie ist es da beim Comedy? Elektroauto machen, bestimmt Männer Comedy. Was sind dort die Aussichten? Ja, also du geht es noch, ja, das ist, wie ich vorhin erzählt habe, am europäischen Niveau dann auch andere Gesetzkader, die das dafür schreiben. Also bei den Fliegen ist es so, dass gesagt wird, bis dann und dann sollen verschiedene Klassen dann ausgetauscht werden mit Männer, also mit Fliegern, die Männer Kameni machen. Ja, ja, für drin hat man von der Bremse geschaut gehabt, Lauf hier für die Elektroautos effektiv, du gehen schon pure Analysen, nicht nehmen halt, also für Lützeburg, schon mal auch intern ein bisschen geguckt, mit den Szenarien 2030, mir auch von anderen Rechercheinstituten oder auf europäischem Niveau, dass du die Elektrifikation als nicht so viel Wert helfen. Also wir hatten schon, weil den Hauptdefi eben aus, dass die Population wiest und eben noch viel Trafik noch dazu kommt. Weil beim Comedy guckt ihr auch nicht nur den Motorsgereich, mit guckt ihr auch Trollgereich und dynamisch Gereich. Das heißt, eben noch zusätzlich die Elektroautos muss ja neuerdings dann auch mindest Gereich machen, für das sind aber noch weiss, dass ein Auto sich irgendwo approchiert. Für Objekte, die sich so schnell bewegen, muss ein bisschen Gereich machen für Sicherheit. Ja. Okay, dann ein bisschen technisch froh, durch eine ausschließende Schallschutzmauer hat gewiesen von der CRL, das ist ein Patent. Was genau ist dort die Innovation drin? Ist das, dass die Obern so machen? Nee, also wir hatten nur gesehen, dass das die Struktur ist, das ist eine Z-Mauer. Sie haben eigentlich auch geguckt um Design, das nicht so wie die Bitter, vielleicht nicht so gerade unattraktiv, ein bisschen mehr unattraktiv aus. Da sind auch das Glas in der Coca-Con an, du sollten auch der Schall, dazwischen sind auch Kassetten dran, wo der Schall noch absorbiert gehen. Okay, super. Dann hätte man damals auch die Comedy aufgedeckt, sonst sind wirklich schüss nach ja, mir kleindeelig froh, die vielleicht die Kader versprengen. Ich gebe dafür Gelegenheit holen für ihr vielmals Merci zu sagen. Dem Pierre Dornseifer, dem Marc an auch dem Isabel, Nägelen, ups, da geht ein Durchmachen, spazieren.
Ich gebe dafür für Haut aufschließen, ihr auch daheim vielmals Merci so an Lohnereinkehr als Minister für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung, ob der Pult frohen für pur aufschließend Observationen zu machen zum ersten Umwelttag, den Lo zum Aufschluss könnt. Merci vielmals für meiner Seite. Vielmals merci Thomas Schoß, merci auch für die Moderation und merci erstmal alle Mitarbeiter von der Umweltverwaltung, aber auch die Mitte von der Wasserverwaltung und die von der Natur- und Bischverwaltung und vom Minister, dass sie uns eigentlich wirklich einen großen Überblick geben über den Zustand von unserer Natur, von unserer Umwelt und den ist ja maßgeblich für unsere Lebensqualität, gerade wenn wir just über Luftqualität der Comedy geschwärzt haben, das tut ganz viel mit unserer Gesundheit zu tun. Und dass wir gerade im Bereich Gesundheit an dem letzten Jahr, an den letzten Monaten wirklich gemerkt und mehr sensibel zu sein. Am Anfang von der Pandemie haben wir gemerkt, wie viel Männer Comedies Belastung haben, wenn Männerleute auf NRW sind. Mittlerweile sind wir froh, wenn wir nur mehr Freiheiten zurückkriegen. Den Tag von heute haben wir auch betitelt gehabt, dass wir einen Zustandsbericht machen, dass wir gesagt haben, kann man gucken, wie vernetzt alles ist. Und natürlich aus der guten Zustand von unserer Natur, von unseren Gewässern, von unseren Bächen, aber eben auch so man wie möglich Pollution und Belastung durch chemische Mittel, chemische Substanzen, aber auch der Verkehr maßgeblich für einen attraktiven Standort zu sehen, für eine attraktive Lebensqualität zu bieten. Ich hoffe, wir konnten nicht heute wirklich einen Abblick geben an die Multitude und Aufgabenbereiche, mit der wir am Umweltministerium mit unseren Verwaltungen zu dienen haben. Und auch einen Abblick geben, wie groß die vier sind an einem so dynamischen Land, sowohl am Bereich Naturschutz wie am Bereich Wasserschutz, wo wir ja gerade unsere großen Pläne schaffen. Ich hoffe, wir konnten nicht auch ein bisschen Lust machen, mit zu schaffen, sowohl bei besser Bewirtschaftungsplan angeht, wo wir den 4. Mai aufhängen mit einer öffentlichen Sitzung, wie aber auch was den 3. Naturschutzplan angeht. Das sind wichtige Dokumente, wo wir nationale Legislation an den letzten Jahren überschafft und wo wir eine gute Basis haben. Ich hoffe, wir konnten nicht auch ein bisschen einen Ausblick geben, was für große Achsen wir um Plange sind. Einerseits mit einem Büschgesetz für als Büscher, also wichtigsten Alliierten am Klimaschutz besser zu schützen, aber auch mit einem Bodenschutzgesetz, was an den nächsten Monaten wird diskutiert gehen, genauso wie die Großdirektiven, die den Auffall an die Kreislaufwirtschaft betreffen, wo wir ja auch Projekte in NRW haben, wo man mit den Plänen von Null für Lützeburger Kreislaufwirtschaftsstrategie mit allen Akteuren an den letzten Monaten ganz viel dabei geschafft und allo an die Phase kommen, wo Projekt um anderen eng Mesure der anderen realisiert. Und da brauchen wir ihr all dabei live Zuhörer an ihren respektiven Responsabilitäten. Und dafür brauchen wir auch Leute, die wissen, wo wir dran sind. Und das war der Sinn von heute, dass wir einige weisen, wo sind wir dran, wie hoch sind als die Vieren. Aber auf der anderen Seite für auch Dynamik zu weisen, was schon alles los ist, wo wir am Gang sind, Probleme zu deblockieren. Und das dank Ansatz von ganz, ganz vielen Akteuren, von vielen Ministerien, von vielen Administrationen und nicht zuletzt auch von ganz vielen Akteuren dabei sind. Sie wird auf Gemengenniveau, aber auch an der Société civile oder am ökonomischen Bereich an der Landwirtschaft zum Beispiel. Dafür merci für Ihre Präsenz heute. Merci alle Leute, die mitgewirkt haben von unseren Equipen, aber auch die 100 dem Bildschirm, die können sich nicht vorstellen, wie aufwendig es ist, also noch wie mühsam es ist, die ganzen Equipen, die das heute immer möglich machen, denen ein ganz großes Merci, genauso wie unseren Übersetzer, für das jeder konnte mitlauschen, wäre doch wichtig, dass wir auf Französisch schwätzen. Ich ging so ich ging mich verabschieden heute mit denen Merci ihr auch für Ihre Präsenz und ich freue mich auf die nächsten Rendezvous und für allem freue ich mich auch auf die große Diskussion rund um Klima, die da wird am Hirsch ziehen. Aber bis dahin haben wir noch viel Arbeit nicht und damit merci, bis geschwind.